Wer will der Bundespräsident und der Buhmann der deutschen Nation sein? So viele eignen sich, doch alle weigern sich, denn der Gegenwind bläst jedem ins Gesicht. Und all die Paparazzi putzen schon die Teleobjektive. Mit jedem Schnappenschuss man Geld verdienen muss, und auch den Bundespräsidenten schont man nicht. Was war gesetzeswidrig, ein Zinssatz viel zu niedrig, der Luxusfährenflug war alles nur Betrug. Angebliche Statisten, das waren Lobbyisten, und die Illuminaten muss sich schon beraten. Und auch der Mailverkehr ist kein Geheimnis mehr, und jede Buchreklame ist eine Vorteilsnahme. Das Geld im Kontostand kam aus privater Hand und Sekt und Kaviar gesponsert war. Das hohe Amt im Schlosse Bellevue ist eine Falle der Demokratie. Da drinnen lockern ein paar Bissen Speck, dann schnappt der Bügel dir auf das Verdeck. Da holt man schnell die Fahne wieder ein. Wer ist der Nächste? Wer will hier hinein? Wer will der Bundespräsident und die Titelstory in der Bild sein? Die Namen sind genannt, doch keiner hebt die Hand, denn dafür braucht man ein Herzausstein. Und auch die Investigativen wühlen schon in Geheimarchiven, im Staub und Aktendreck nach einem dunklen Fleck, und schon ist die schöne weiße Weste weg. Beim Kandidatensuchen hört man sie leise fluchen. Man suchte im Geheimen, sogar in Altersheimen. Man sucht bei Kardinälen, sogar bei Generälen. Doch überall verpufft nur heiße Luft. Die einen wollen nicht, die anderen sollen nicht. Und jeder hat die Pflicht, dass er nicht zu viel verspricht. Und andere dürfen nicht, und jene können nicht. Der eine redet viel, der andere schweigt so still. Das hohe Amt im Schlosse Bellevue ist eine Falle der Demokratie. Da drinnen locken ein paar Bissen Speck, dann schnappt der Bügel dir auf das Verdeck. Jedoch zum Trost folgt danach sogleich der ehrenwerte große Zapfenstreich. Der große Zapfenstreich, der darf nicht fehlen.